An was denkst du, wenn du an die Welt denkst? Vielleicht kommt dir in den Sinn, hey, mit dieser Welt geht es bergab, die Welt ist böse, ist eine gefallene Schöpfung, ist verdorben, ist vielleicht sogar alles Weltliche ist antigöttlich, vielleicht sogar gefährlich. Oder vielleicht löst es bei dir immer so ein Bild aus von einem Globus, wo die Welt aus dem All raus sieht und du denkst an die von Gott als gut befundene Schöpfung, an die Natur, Lebensraum für uns Menschen. Ich mag mich erinnern, in der Kirche, wo ich aufgewachsen bin, dort ist die Welt in erster Linie für all das gestanden, was antigöttlich ist und schlecht war. Und ist etwas gewesen, wo man sich eher davon hat müssen distanzieren und fernhalten. Und das hat sich dann darin geäussert, dass wir sogar darüber diskutiert haben, ob man jetzt als Christ in den Ausgang gehen darf. Ins Kino sollte gehen. Rockmusik war etwas, das hoch umstritten war und am besten hat man sicher keinen Fernseher daheim gehabt. Ich weiss, das ist sicher sehr ein extremer Fall, wo ich drin aufgewachsen bin. Aber ich möchte darauf hinaus, dass die Frage nach unserem Verhältnis als Christen, wo wir zur Welt haben, eben doch noch eine gute Bedeutung hat. Oder eine wichtige Bedeutung hat und dass es sich lohnt, dass wir uns über das Gedanken machen. Weil wenn die Welt für uns eher so böse ist, etwas ist, das zugrunde geht, dann führt das automatisch dazu, dass wir uns als Christen dann auch mehr davon distanzieren, auf Abgrenzung gehen, vielleicht sogar Angst haben vor dem, was dann in dieser bösen Welt ist. Und dann müssen wir uns in erster Linie schützen, damit uns die Welt nicht auch noch in ihren Bann zieht. Und wir ziehen uns zurück und beäugen alles misstrauisch, was nicht ganz klar christlich und göttlich ist. Und es gibt dann so quasi ein ganzes klar, das ist die Welt und es ist klar, alles andere ist das, was göttlich ist und von dem einen halten wir uns fern. Und natürlich hat das Ganze dann eben auch eine Auswirkung darauf, wie es uns damit geht, wenn wir den Serientitel von unserer neuen Serie Abenteuer-Sendung hören. Mit Sendung verbindet ganz viel in erster Linie Mission, Evangelisation und auch das löst unterschiedlichste Reaktionen aus. Die Chance ist gross, dass wenn du so aufgewachsen bist wie ich, dass dann und die Welt so ein bisschen böse und gefährlich ist, dass du dann Sendung damit verbindest, dass wir als Christen doch versuchen sollten, so viele verlorene Seelen wie möglich noch von dem sinkenden Schiff namens Erde zu retten, indem wir rausgehen und evangelisieren. Und bei vielen von uns löst das nachher einen Druck aus, wo man so merkt, ich fühle mich irgendwo nicht ganz wohl, aber eigentlich sollte ich ja, aber eigentlich will ich nicht. Das ist so wie der Termin bei der Dentalhygiene oder zum Winterpneu wechseln, wo wir irgendwie wissen, müssten wir eigentlich, aber irgendwo tun wir uns schwer damit. Und wir denken an Strasseneinsätze, an Gespräche mit Fremden über den Glauben, mit Nachbarn oder Arbeitskollegen, die dann manchmal eher ein bisschen awkward sind und haben so ein gespaltenes Gefühl. Dann gibt es andere, die lieben genau das. Oder die lieben es, zum rausgehen und allen von Jesus zu erzählen und mit Leuten diskutieren. Und nochmal andere, die denken dann bei Abenteuersendung in erster Linie an Mission. Und meinen mit dem in erster Linie, dass man Menschen aussendet in alle anderen Länder und wo sie in fremden Kulturen nachher als Missionare arbeiten. Und unser Job da ist, das dann zu unterstützen. Und bei Abenteuersendung denkt man dann in erster Linie an all das, was weit weg ist, aber vielleicht weniger an sich selber. Und dann gibt es noch ein paar von euch, die haben das Thema wahrscheinlich für sich schon zur Seite gelegt, abgeschlossen damit und sagen sich, das dürfen andere machen. Gibt es nicht nur die Leute, die haben so eine Begabung als Evangelisten, die ich sicher nicht habe, und ich überlasse das gerne denen. Und logisch, jetzt ist ja dann bald Weihnachten und Alpha Life kommt dann nächstes Jahr. Also hat die GVC wieder mal eine Serie zu dem Thema reingeschoben, um da ein bisschen uns zu motivieren. Keine Ahnung, wo du stehst, aber das ist auch nicht ganz die Motivation dahinter. Unser Gebet, und das meine ich wirklich ernst, ist, dass wir ein neues Verständnis von Sendung bekommen. Ich glaube, wenn wir verstehen, dass es nicht in erster Linie um einen
Gehorsamsauftrag namens Evangelisation geht, sondern um etwas viel Größeres, wo Gott uns drin berufen hat. Es gibt so einen Fachbegriff, der heißt Missio Dei. Dass ihr den da könnt sehen. Das ist ein Begriff, der vor ca. 70 Jahren stark in den Fokus gerückt ist. Es ist nicht so, dass man erst dann erfunden hat, aber dann hat man wie angefangen, neu über das zu reden, vor allem in der Missionstheologie. Und es geht bei dem Begriff in erster Linie um die Erkenntnis, dass Sendung in allererster Linie Gottes eigene Sache ist und nicht eben ein To-Do oder eine Beschäftigung für Christen. Und es ist viel im Verlauf der letzten 50 bis 60 Jahre über den Begriff diskutiert und gestritten worden, was jetzt das genau heißt und wie das sich dann auswirken auf die Kirche. Aber im Laufe der Zeit hat sich durch die Diskussion und der Begriff Missio Dei die Sicht auf Sendung stark verändert. Ich versuche das in einem Zitat euch so mal ganz kurz zusammenfassen. Früher schien mit dem Bibelwort "Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist", alles über das Verhältnis des Christen zur Welt gesagt. Heute dringt die Erkenntnis durch, dass die Welt im Fokus der Heilsabsichten Gottes steht. Früher galt es, die letzten Seelen aus dem sinkenden Schiff zu retten. Heute möchte eine zunehmende Zahl evangelikaler Christen und Gemeinde die Welt verändern. Von dedizierter Weltverneinung zu aktiver Weltgestaltung. Das ist ein neues, so ein Verständnis, das sich herauskristallisiert hat. Und in dieser Serie geht es darum, miteinander das nochmal neu zu entdecken, nochmal neu miteinander anschauen, was heisst denn das, von was reden wir überhaupt, wenn wir von dem Abenteuer Sendung zu reden. Besser zu verstehen, um was es denn Gott überhaupt geht. Und ich möchte euch einladen, währenddem, und werdet so punktuell auf das ein bisschen eingehen, auch mal zu überlegen, was ist es denn schlussendlich gewesen, was dazu geführt hat, dass sich das Christentum trotz Verfolgung und Widerstand in dieser Zeit nach Jesus so rasant ausbreitet hat und die grösste Religion weltweit geworden ist. Und für uns möchten wir immer wieder auch anschauen, was könnte das jetzt in dieser Zeit, wo wir jetzt drin leben, bedeuten. Und wir starten darum eben heute bei Gott und seiner Mission. Aber weil Gott ja nicht nur der Vater ist, sondern auch Jesus und der Heilige Geist, sie zusammen die Dreieinigkeit bilden, dann überlegen wir uns in den folgenden Wochen auch noch mehr, was hat denn Jesus für eine Rolle gespielt in dieser Missio Dei und dann am dritten Sonntag dann, was der Anteil vom Heiligen Geist ist und wie das mit uns zusammenhängt. Vielleicht gehen wir mal schnell darauf ein, was ist denn Missio Dei genau? Das ist ein latinisches Wort und ist nicht so schwierig zu erraten, bedeutet eigentlich die Mission Gottes. Da schnell den Ding nehmen. Schwarz. Sehr gut. Es geht darum, dass eben alles, was wir als missionarisch oder als evangelistisch verstehen, nicht einfach bei uns anfängt, indem wir irgendwie uns motivieren und aufraffen, sondern bei Gott anfängt. Und das bedeutet, Mission ist nicht irgendwie eine menschliche Tätigkeit oder eben ein To-Do für uns, sondern es ist etwas, wo Gott schon aus sich selber heraus macht. Es ist nicht einfach ein Auftrag, den er uns überträgt und selber nichts macht, sondern es ist seine ureigenste Tätigkeit, die er macht, und wo er dann uns vielleicht drin nimmt. Das heißt, wenn wir aktiv sind, ist es das Resultat davon, dass Gott selber eine Mission hat und uns drin nimmt. Und wir sehen schon im Alten Testament, wie Gott immer ein Gott war, der Grenzen zu den Menschen überwunden hat und sich selber auch zu ihnen offenbart hat. Wie er Menschen berufen hat und sie geschickt hat, Propheten, Engel, aber dann auch ganz normale Menschen wie du und ich. Ein Gott, der selber den Schritt auf die Menschen zumacht und sie zu Werkzeugen von seinem Heil macht. Aber die Initiative ist immer von Gott ausgegangen. Auch hier nochmal das Zitat: Mission hat ihren Ursprung weder in der offiziellen Kirche noch in speziellen kirchlichen Gruppen.
Es ist nicht eine Idee, die Kirche irgendwo mal hatte oder wo irgendeine Gruppierung von Menschen oder Leute mit einer Begeisterung für Mission hatten. Sie hat ihren Ursprung in Gott. Gott ist ein missionarischer Gott, ein Gott, der Grenzen auf die Welt hin überschreitet. Und so kann man eigentlich ein bisschen salopp sagen, Gott ist der erste Missionar gewesen. Und Mission ist in erster Linie Gottes Mission. Es ist seine Sendung, wo er dich und mich drin einbezieht und uns einen Teil davon macht. Jetzt so weit, so gut. Was bedeutet das? Oder? Das hat ganz viele Auswirkungen, wenn man sich genauer überlegt. Nur schon über das könnte man mehrere Predigten machen. Aber eine ist, dass es vielleicht manchmal weniger darauf ankommt, was wir uns jetzt ausdenken und für gute Ideen und Strategien haben, sondern dass, wenn Gott ja der ist, der die Initiative ergreift, dass es vielleicht mehr manchmal darum geht, mal anzuschauen, wo ist denn Gott überhaupt schon am Werk? Was ist er schon am Tun? Und uns dort, wo er schon etwas am Machen ist, einen Teil davon machen. Und dass es vielleicht weniger darum geht, dass wir uns super gescheite Sachen ausdenken und überlegen, sondern dass wir ganz einfach versuchen, darauf zu schauen und zu hören, wo ist denn Gott schon dran? Und wo kann ich dort irgendwo mithelfen, wo er schon dran ist? Und das heisst vielleicht auch, dass nicht alles von dem, wo Gott am Werk ist, irgendwo muss christlich gelabelt sein, sondern dass Gott vielleicht auch ganz normal durch andere Sachen am Werk ist und dass das vielleicht etwas ist, wo wir uns daran anschliessen und drin hineingeben. Vielleicht kennt ihr den Bibelvers. Vielleicht habt ihr ihn schon so gelesen. Denn so sehr hatten es die Menschen versaut, dass Gott sie retten musste. Darum musste er seinen Sohn senden, damit jeder, der an ihn glaubt, sein Füdli in den Himmel retten kann. Ganz so steht er natürlich nicht. Das wäre, wenn ich jetzt die Bibel geschrieben hätte. Nein, auch dann nicht. Weil es ist eigentlich komplett falsch. Aber ich habe mich auch schon verwünscht, dass ich das gelesen habe, dass so in meinem Inneren so der Film sich irgendwo abspielt. Aber das ist eigentlich gar nicht die Art und Weise, wie man es interpretieren sollte. Weil das wirkte so, als hätte Gott irgendwo Kontrolle verloren und muss jetzt unbedingt versuchen, den Schaden noch irgendwie zu minimieren und so klein zu halten wie möglich und noch möglichst viele Menschen überretten in eine neue Welt. Aber Gott ist nicht im Notfallmodus. Es ist nicht so, dass er irgendwo Kontrolle verloren hat und jetzt einfach noch versuchen, möglichst schnell irgendwie noch ein paar Seelen zu retten und uns noch dazu einspannen, weil er es alleine nicht könnte, sondern Gott verfolgt den gleichen Plan, den er von Anfang an hatte mit dieser Welt, einfach weiter. Nämlich mit uns zusammen, mit dir und mir, die Erde zu gestalten und zu bebauen, so wie wir es in der letzten Serie gehört haben, um den Ort zu schaffen, wo eines Tages Himmel auf Erde sein wird. Ein Ort, wo Gott mitten unter uns Menschen wohnt. Und wir glauben daran, dass Gottes Geschichte mit den Menschen und seiner Welt weitergeht und noch lange nicht am Ende ist. Und für das hat Gott dann eben schlussendlich sich selber in Form von Jesus Christus in die Welt geschickt. Johannes 3,16, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Sieht man schon wieder, Gott hat gesandt. Ich möchte 3 Aspekte, wenn wir den Vers anschauen, mit euch anschauen, wo wir manchmal vielleicht auch ein bisschen in der Gefahr stehen, sie zu überlesen. Der erste fängt an ganz am Anfang. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt. Und je nachdem, was ihr für eine Übersetzung habt, kann es sogar sein, dass bei euch der Abschnitt leicht anders steht und es einfach heisst, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt. Und dass wir manchmal den Eindruck haben, es geht in allererster Linie um die Menschen, wenn wir den Vers lesen. Das griechische Wort, das da aber dahinter steckt, ist Kosmos. Und Kosmos
kann auf verschiedene Arten übersetzt werden, aber bedeutet in allererster Linie eben Welt und beinhaltet nicht nur unbedingt den Planeten, sondern kann den ganzen Kosmos, das ganze Universum bedeuten. Es kann teilweise auch für die Menschheit stehen, es kann manchmal auch für das Irdische, für das Weltliche stehen, also es ist nicht komplett falsch, dass das teilweise so übersetzt wird, aber in allererster Linie steht Kosmos für die Welt. Und auch wenn Gott uns Menschen seine Liebe auf eine ganz besondere Art und Weise zeigt und mit Jesus sogar selber Mensch geworden ist, so sieht man trotzdem, wenn wir die Bibel lesen, dass in den Heilsabsichten von Gott die ganze Welt mit einbezogen ist und dass er die ganze Schöpfung retten will. Und so lesen wir auch in der Bibel, dass die ganze Welt Erlösung braucht. Da im Römer 8,21 heißt es, auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Und daher kommt vielleicht auch der Titel von dieser Predigt, oh mein Gott, die ganze Welt. Und es ist eben ja, die ganze Welt. Es geht um die ganze Schöpfung und nicht nur darum, Einzelne oder die verlorenen Seelen vor dem Verderben zu retten, sondern Gott möchte die ganze Schöpfung, die ganze Welt retten. Bist du dir das bewusst? Oder denkst du bei Mission vielleicht nur an Menschen? Oder was bedeutet es vielleicht auch für dich, das Versuchen, einmal neu zu denken und merken, hey, es geht um die ganze Schöpfung? Auch gerade in Bezug auf, was ist denn jetzt vielleicht Mission oder nicht? Ein zweiter Aspekt. Ganz zum Schluss. Damit die Welt durch ihn gerettet wird. Gottes Absicht mit dieser Welt sind klar und deutlich. Vielleicht kennt ihr den Song von Tim Bendzko, muss nur noch schnell die Welt retten und so weiter. Aber das ist Gottes Absicht. Er möchte die Welt retten. Die Welt ist für Gott nicht verloren, es ist nicht ein hoffnungsloser Fall, wo er irgendwo dann links liegen lässt, sondern im Gegenteil. Gott ist voller Hoffnung für die Welt. Noch besser, er ist die Hoffnung für die Welt. Und darum sendet er Jesus, er sendet sich selber, um die Welt zu retten. Und wir finden, wenn wir die Bibel anschauen, eine umfassende Hoffnung für die Welt. Wir finden sowohl Hoffnung auf Gottes Gnade für uns Menschen, das ist die Wiederherstellung von der Beziehung zwischen Gott und Menschen. Wir finden aber auch eine Hoffnung auf Gerechtigkeit und Frieden. Und da geht es vor allem um die Wiederherstellung von der zwischenmenschlichen Beziehungen, von uns Menschen untereinander, wie das im Reich Gottes dann kann sein. Und dann finden wir eben eine Hoffnung für die Schöpfung, eine Wiederherstellung von dieser Schöpfungsordnung, ein Erhalt und eine Pflege und das Bebauen, so wie es ursprünglich gedacht war. Und wenn wir im Neuen Testament lesen, dann ist erstaunlich, wie oft von dieser Hoffnung und dass wir als Christen von dieser Hoffnung erfüllt sind, die Rede ist. Sogar die Offenbarung ist im Kern in ein Buch von der Hoffnung und vom Trost für Christen, die damals in der Verfolgung waren. Und darum dürfen auch wir voll Hoffnung sein. Und darum müssen wir nicht Angst haben vor dieser Welt, sondern wir dürfen Hoffnung haben für sie. Weil sie Gott nicht egal ist und weil er sie retten will. Als Christen dürfen wir uns darum eine Weltsicht von der Hoffnung erfüllen. Wir dürfen hoffnungsvoll sein für die Zukunft, für diese Welt. Auch wenn viel Leid und Not da ist, dürfen wir trotzdem eine Hoffnung haben. Selbst in schlimmsten Zeiten, sogar der Tod ist für uns nicht hoffnungslos. In der Apostelgeschichte lesen wir so einen schönen Vers, was heißt: Deshalb ist Freude in meinem Herzen und Jubel auf meinen Lippen. Sogar noch dann, wenn mein Körper im Grab liegt, gibt es Hoffnung. Und im 1. Petrus 1,3 lesen wir auch nochmal von dem Erfülltsein, von dieser Hoffnung. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Wir sind eingeladen,
ein Teil von dieser Mission, von der Hoffnung zu werden. Gottes Mission ist hoffnungsvoll und ist Hoffnung für die Erde. Und wir sind eingeladen, Menschen mit Hoffnung zu sein. Es gibt so eine Abkürzung, oder viele sagen, Kirche ist eine GmbH, eine Gemeinschaft mit bestimmter Hoffnung. Kann man sich vielleicht so merken. Aber wenn wir jetzt das weiter überlegen, das bedeutet, dass wir als Christen und als Kirche ein Stück weit der Welt sollen zugewendet sein. Dass sie nicht in erster Linie unser Feind ist, sondern sie ist das Ziel von Gottes Mission. Sie ist das Ziel von dem, was er sich aufgemacht hat, zu retten. Das heisst nicht, dass wir in dem Sinn alles gut finden, was jetzt irgendwie die Welt macht und alles irgendwo mitmachen müssen. Aber es bedeutet, dass wir uns nicht abkapseln müssen und dass wir uns nicht zurückziehen sollen. Und dass wir auch vor düsteren Zukunftsszenarien nicht Angst haben müssen, weil wir dürfen Menschen sein, die von der Hoffnung erfüllt sind. Und wir dürfen wissen, dass Jesus Christus gesagt hat, ich habe die Welt überwunden. Und dass er durch den Heiligen Geist in uns lebt. Und so sind wir eingeladen, unseren ursprünglichen Schöpfungsauftrag wahrzunehmen und die Welt aktiv mitzugestalten, in Partnerschaft mit Gott. Weil seine Mission ist, zu schauen, wo ist er am Wirken und uns dort einen Teil machen, wo er am Wirken ist. Und Hoffnung weiterzugeben. Und das findet auf allen Ebenen statt. Das findet im In- und im Ausland statt. Das findet in unserer Familie statt. Es findet direkt vor unserer Haustür statt, es findet an unserem Arbeitsplatz statt, aber auch in den entferntesten Gebieten der Welt. All das beinhaltet die Mission. Unser ganzes Leben ist, wenn wir das so anschauen, ein Teil von dieser Mission und nicht nur gewisse auserwählte Aktivitäten, sondern alles, was wir tun. Und wir sollen das nicht aus einer Position von einer Überheblichkeit heraus machen und sagen, hey, ich bringe voll die Hoffnung, weil ich weiß, was gut ist und was richtig und was falsch ist, sondern ich zitiere da auch einen, der das so gut auf den Punkt gebracht hat. Er sagt, wir sind an dieser Stelle nur Bettler, die anderen Bettlern sagen, wo es Brot gibt. Wir machen uns solidarisch mit anderen Menschen, weil wir selber die Hoffnung ja brauchen, weil wir selber manchmal am Struggle sind und selber merken, hey, da hast so viel Not, auch in unserem eigenen Leben. Und wir brauchen die Hoffnung. Wir brauchen die Hoffnung, wo Gott in unser Leben hineingibt und können so aus dem aus anderen weitergeben. Nicht, weil wir es erfasst haben und bei uns alles gut läuft, sondern weil wir selber das brauchen. Ich zitiere nochmal vom Roland Hardmeier. Die Kirche schuldet der Welt Hoffnung. Die Kirche ist ein Zeuge der kommenden neuen Ordnung, also vom Reich Gottes. Und darum muss sie bereits jetzt Zeichen des Reiches Gottes aufrichten. Und er zitiert da selber dann vom David Bosch, also Missionstheolog. Für Bosch sind es vor allem Zeichen der Solidarität mit Leidenden und Unterdrückten. Jemand, der weiß, dass Gott eines Tages alle Tränen abwischen wird, kann nicht resignierend die Tränen derjenigen akzeptieren, die heute leiden und unterdrückt sind. Der Vorschlag, die Dinge sollten so bleiben, wie sie sind, ist das genaue Gegenteil des Evangeliums. Nur schon das mal schnell überlegen. Es ist nichts anderes als eine Leugnung der Auferstehung Christi und des Anbruchs des neuen Zeitalters. Und in dieser Aussage und eben genau auch in dieser Stelle merken wir, was der Antrieb von dem Ganzen ist, nämlich die Liebe. Gott hat die Menschen und die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn angegeben hat. Das ist der Antrieb. Es ist aus lauter Liebe, dass sich Gott auf die Mission begeben hat, die Welt zu lieben. Und er liebt sie so fest, dass er bereit ist, Jesus zu senden, für uns und anzugeben, um die ganze Welt, inklusive dir und mir, zu retten. Und es ist eine echte, es ist eine pure Liebe, es ist die Liebe von einem Vater zu seinem Kind. Und gerade die Einsegnung hatten, können das wahrscheinlich sehr gut nachvollziehen und alle anderen, die Kinder haben, auch. Es ist etwas, das auch sich wie ein Vater durch die Bibel durchzieht, sogar schon im Alten Testament. Im 5. Mose heißt es,
Das hat er nicht etwa getan, weil ihr zahlreicher wärt als andere Völker. Also es geht da darum, dass Gott Israel aus Ägypten herausgeführt hat. Denn ihr seid ja das kleinste von allen Völkern. Nein, aus Liebe hat er sich euch zugewandt und weil er das Versprechen halten wollte, das er euren Vorfahren gegeben hat. Darum hat er euch mit starker Hand aus der Sklaverei in Ägypten herausgeholt. Er hat euch aus der Gewalt des Pharaos, des Königs von Ägypten, erlöst. Gott rettet, weil er uns liebt. Und nicht, weil wir etwas geleistet haben oder besonders gut wären. Und auch im Jeremia sagt er, ich bin ihnen von ferne erschienen und habe zu ihnen gesagt, ich habe euch schon immer geliebt. Darum bin ich euch stets mit Güte begegnet. Es gilt auch dir. Aber es gilt auch für die ganze Welt. Gottes Liebe gilt der ganzen Welt, der ganzen Schöpfung. Und vielleicht kann man sich dann fragen, was macht jetzt das mit dir? Für alle, die lieber Tierli als Menschen retten, oder, ist das vielleicht eine gute Nachricht? Aber auch sonst ist es eine gute Nachricht. Und so wie Jesus aus Liebe in die Welt geschickt worden ist, sie zu retten, so sendet Jesus jetzt auch dich und mich. Wir sind berufen, die Liebe von Gott weiterzugeben. Wir sind berufen, die Welt zu lieben. In dem Sinn, wie Gott sie liebt. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Das gilt sowohl für uns als Kirche, aber auch für jeden Einzelnen von uns. Weil Kirchen sind jeder Einzelne von uns. Wir zusammen sind Kirche und nicht irgendwie das Gebäude, nicht die Organisation. Wir miteinander sind Kirche. Und nochmal so ein Zitat, das das so gut ausdrückt und nochmal zusammenfasst. Die Kirche schuldet der Welt Liebe. Die Kirche gibt Gottes Liebe weiter. Dabei geht es nicht um irgendeine Liebe, sondern eine Liebe, die sich an der Liebe Christi misst. Die Kirche ist keine Insel der Glückseligen, die das Ende abwartet. Sie ist eine Gemeinschaft von Dienern, die zum Glauben ruft, die Hoffnung bringt und Liebe übt. Das ist auch nochmal so eine gute Nuance. Es ist nicht einfach etwas, wo man hat oder nicht. Es ist auch etwas, was man üben kann. Es ist nicht einfach etwas, was man einfach so geben kann. Und es ist etwas, was wir da in der Kirche vielleicht auch aktiv trainieren. Aber wir schulden dieser Welt Liebe, als Kirche, als Einzelne. Und ja, man muss es üben. Und es ist eben nicht einfach etwas, wo man manchmal so einfach den Hahn auftun und sagen, jetzt hätte ich gerne ein bisschen mehr. Und dann ist es da. Und auch da, ich kann dir nicht das Geheimrezept sagen, wie wir irgendwie noch mal mehr Liebe für die Welt und für die Menschen rundherum bekommen können. Aber wenn du vielleicht merkst, dass dir irgendwo an dieser Liebe fehlt und du so eine neue Erfahrung von dieser Liebe Gottes brauchst, dann darf das vielleicht auch ein Morgen sein, wo wir mit dem zu Gott und wo du ihm das darfst sagen und sagen, hey, ich brauche irgendwie noch mal eine Erfahrung von deiner Liebe. Fühl mich oder gib mir noch mal von dieser Liebe. Lass mein Herz noch mal irgendwie fühlen, was du fühlst. Und wo wir beten können um so eine Berührung mit Gottes Liebe, weil er schlussendlich Quelle ist. Er hat die Liebe, die ihn dazu getrieben hat, um überhaupt den Schritt auf uns zuzumachen. Und nur er kann dir die Liebe schenken. Ich habe ein Slide mit so ein paar Reflexionsfragen, Sachen, die wir uns überlegen können. Vielleicht kannst du auch mal 1. Johannes 4, 7-21, den ganzen Abschnitt lesen, wo eine Aussage dort drinnen ist, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Und manchmal muss diese Tatsache nochmal neu in unser Herz hineinsacken. Und wir irgendwo nochmal kapieren, wie fest Gott uns geliebt hat. Und was es eigentlich bedeutet, dass Gott uns liebt. Weitere Sachen, die wir uns in der nächsten Zeit nochmal überlegen können, ist, wie siehst du die Welt? Hast du noch Hoffnung für die Welt? Oder ist sie für dich verloren? Und du ziehst dich lieber zurück. Inwiefern kann dir der Glaube an Gottes Plan wieder Zuversicht und Hoffnung geben für die Welt? Und warum nicht
für eine hoffnungsvolle Sicht über die Welt zu beten, wenn du merkst, das sitzt irgendwie mega tief in dir drin. Nochmal beten. Auch, dass dir Gott Mut gibt, die herausfordernden Situationen. Um vielleicht können so ein Zeugnis sein von dieser Hoffnung. Und sie zumindest demonstrieren, wenn man sich nicht getraut, darüber zu reden. Sich vielleicht auch nochmal fragen, liebe ich die Welt? Wie steht es um meine Liebe für die Welt? Und wenn du merkst, da hat es einen inneren Widerstand, ist auch das vielleicht etwas, wo wir für uns beten lassen können. Und irgendwie nochmal überlegen, braucht es vielleicht auch eine leichte Korrektur. Den Heiligen Geist fragen, was dran ist. Nehmen wir uns einfach 1-2 Minuten und dann bete ich noch zum Abschluss. Jesus, ich bin dankbar, dass das Abenteuersendung nicht etwas ist, wo ich mir irgendein Ziel und irgendwelche Aktivitäten muss überlegen und ausdenken muss, sondern dass es etwas ist, wo du uns drin mitnimmst. Und Jesus, ich möchte beten, dass für offene Augen, zum Wahrnehmen, wo du am Werk bist, wo du schon dran bist, wo du schon angefangen hast und wo ich mich einen Teil davon zu machen. Jesus, ich möchte beten, um immer wieder zurückzukommen zu dieser Hoffnung. Auch gerade dort, wo vielleicht in unserem eigenen Leben Sachen hoffnungslos aussehen, schwierig aussehen. Aber zu wem sonst sollen wir gehen, als nur zu dir? Es gibt keinen anderen Ort, wo so eine Hoffnung parat hast wie du. Und ich vertraue darauf, dass die Hoffnung so verhebt und ich möchte jemand sein, der das demonstriert in seinem eigenen Leben. Der das vorlebt. Der kann weitergeben von dieser Hoffnung, gerade dort, wo es dunkel ist. Ich bete, lass uns Menschen sein, die mutig sind. Lass uns Menschen sein, die lieben. Und ich bitte, Jesus, dass dort, wo es die Liebe fehlt, dass du uns schenkst. Dass wir vielleicht dort noch mal mehr an dein Herz anrücken können und uns von deiner Liebe bewegen lassen, von deinem Herz bewegen lassen. Dass dort, wo wir unsere Herzen hart gemacht haben, dass wir dich, Heiliger Geist, noch mal anlassen können, wo du unser hartes Herz durch ein weiches austauschen kannst. Amen. Wir gehen jetzt noch mal in eine Worship-Zeit rein.